Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, für Bar Mitzvahs und für Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline, das Rationach Meir David. Heute habe ich dem Cover zu präsentieren ein Interview mit Elke Kellman. Elke oder Ellie Kellman forscht und schreibt wegen moderner jüdischer Literatur und jüdischer literarischer Geschichte. Sie spezialisiert sich in der Geschichte von der jüdischen Presse und wegen dem wollen wir meistens reden heute. Ihr Buch In Gang heißt Reading the New Country, Ab Kahan and the Invention of the American Jewish Popular Culture. Sie ist Gehilfsprofessorin von Jiddisch beim Brandeis Universität, wo sie lernt jiddische Sprache und Literatur und moderne jiddische Literatur. Und mit uns zu führen dem Interview ist unser Choshever Freund Sholom Beinfeld, ein ständiger Mitanführer von Programm und Mitchefredakteur von Aromnamiken Jiddisch-Englisch Wörterbuch, wie euch emeritierter Professor von Geschichte bei Washington Universität in St. Louis. Und in den letzten Minuten vom Programm beim Sof wollen wir hören etliche Interviewen von unserem Archiv in Zusammenhang mit International Holocaust Remembrance Day. Hot Noah. Heute ist unser Interview mit Elke Kellman. Is unser Gast heute auf dem Programm ist Ellie Kellman, was lernt Jiddisch in Brandeis Universität. Wir haben eine Sache zu diskutieren wegen ihrer Arbeit, aber ich will heute bei ihr fragen, wann nimmt sich dein Interesse zu Jiddisch? Und sag uns etwas wegen seiner Lehre von Jiddisch in Brandeis. Okay, so mein Interesse ist lange Interesse, weil Kind weiß, bin ich gegangen in jiddische Schule in Detroit und es gibt ein sehr gutes Programm. Der Direktor von der Schule ist ein äußergewöhnlicher Lehrer und
dank ihm, kann ich sagen, das ist der Remes, dank ihm bin ich eine Jiddisch-Lehrerin heint. Ja. Ja, und jetzt bist du Lehrerin, Lehrerprofessor, wollte ich gesagt, von Jiddisch in Brandeis. Sag uns, welche Klassen lernst du? Ich lerne mit, wir haben gewöhnlich 4 Niveauen von Jiddisch. Das ist ein Student, ein Bis-Graduate-Student kann lernen sich Jiddisch 2 Jahre in Brandeis. Und wenn einmal macht sich, als es seien da Studenten, was haben schon verendigt die 4 Klassen und will lernen sich weiter. Und für sie haben wir euch eingeführt ein 5. Niveau von, ja, ist in allgemein ist 2 Jahre, 2,5 Jahre. Man kann euch machen, man nennt das ein Beilimit, ein Minor auf Jiddisch in Brandeis und das nimmt rein die Sprachklassen und verschiedene andere akademische Kursen, jiddische Geschichte von Europa, jiddische Literatur und so weiter. Ja. Und ich lerne nicht alle Klassen, was gehen rein in Hauptlimit. Andere Professoren lernen euch andere Klassen, Geschichte, Literatur, Chassidus, man kann lernen sich wegen Chassidus in einem besonderen Kurs und so weiter. Nun, dein Interesse zu Jiddisch nimmt da eine Sachen, jüdische Sprache, jüdische Literatur, jüdische Geschichte und so weiter. Sag uns etwas wegen deiner akademischen Interessen und befragt deine Interessen jetzt. Jetzt, okay. So, mein langjähriger Interesse in Jiddisch Forschung hat zu tun mit dem Büchermarkt, mit Zeitungen, mehr oder weniger, wie man hat gekannt, zukommen zu Jiddisch durch gedruckte Sachen, ja, Bücher, Zeitungen, Journalen und so weiter. Und ich habe geforscht die öffentliche Bibliotheken in Polen zwischen die 2 Weltmilchommes. Ich habe gemacht verschiedene Forschungen auf beide Seiten Jam, sozusagen. Aber mein langjähriger Interesse ist zu der jiddischen Presse in Amerika und spezifisch die Zeitungen Vorwärts, Tog, andere Zeitungen, was einen gewinn wichtig in der Entwicklung von der Amerikaner jiddischer, das heißt Jewish Kultur, weil ich halt als die Zeitungen haben gehabt eine größere Spur auf der Entwicklung von der Kultur in allgemein. Ist mein Haupt, ich rufe ihn nicht kein Held, der Mensch, was in wem ich habe dem größten Interesse ist, Avram Kahn, der Redakteur von Vorwärts. Ich habe schon eine Sache geforscht und geschrieben wegen Kahnen, wie der Redakteur von Vorwärts und was für eine Spur hat gehabt. Mit der größeren Zeitung Vorwärts. Aber jetzt forsche ich Kahns Tätigkeit in einer früheren Zeitung, was hat geheißen, die Arbeiterzeitung, was mit etlichen Chaverim haben gegründet in 1890. Das ist
es ist 7 Jahre Ederman hat gegründet dem Vorwärts. Ja, das ist, was ich forsche jetzt. Und ich forsche der Rückkehr Kahns Schöpferischkeit beim Schreiben für der Zeitung. Er hat allein geschaffen verschiedene Genres, journalistische Genres für der Zeitung. Und ich meine, also ich kenne ihn gut, wie ein Schreiber, wie ein Mensch, als nicht gewinnt, als ein freundlicher Mensch, laut meiner Meinung, wie ich verstehe. Aber ich meine, als der schöpferischste Periode, was hat gehabt, ist Tage gewesen, die 1890er Jahren, wenn ein neu gekommener in der Gebiet von jüdischen Zeitungen und Journalistik, und ist gekommen mit einer Sachenergie, einer Sachschöpferischkeit, und dank ihm haben wir geherrscht radikale Presse, ja, in Deutsch-Amerika auf Jiddisch. Nun, der Ab Khan ist aber, Avram Khan hat man ihn nicht gerufen, Ab Khan. Ja. Ab Khan, gewinnt sein Name, ist aber eine bekannte Figur und er versteht sich davor, wird eine bekannte Zeitung, aber die Arbeiterzeitung ist nicht so bekannt. Ja, Emmes, ja. Gewinn von mir an Neuigkeit zu lernen wegen dem. Jetzt öfter kannst du sagen, etwas wegen der Arbeiterzeitung in allgemein und euch wegen Kahns Rolle in der Zeitung. Lass mich das sagen, bekitzer. Kahn ist gekommen in Amerika, in New York in 1882, gekommen mit der Guardia, andere Radikalen, was kümmert alle seinen Gewinn Revolutionären in Russland, sie haben gedacht antläufen von der Geheimpolizei, das ist geschehen mit Kahnen, weil sie haben gespielt eine Rolle in dem Attentat auf Zar Alexander II. In 1881. Ist nicht keine Sache gewesene Revolutionären seien und gekommen in Amerika, aber sie haben wie eine Gruppe haben sie gespielt sehr wichtige Rolle in der immigrantischen Kultur da. Sie haben gegründet die erste Kleiderunions, das seien gewesen alle gewesene Revolutionären von Russland. In die 1880er seien gewesen zwei große Strömen von Radikalen, das seien gewesen Anarchisten und Sozialisten. Und das ist euch nicht sehr gut bekannt, was in die 1880er hat man gekannt, sich rufen als Sozialist und predigen Attentaten auf Generalen, auf Gubernatoren, ja, in Amerika, weil die Anarchisten haben gehalten, als man herget euch die Führer von der Regierung, wird das Volk machen Revolution. Ja, das gewinnt heutzutage, wenn wir hören das, dachte sich, als das ist ein bisschen Mischigas. Aber sie haben das stark gehalten von dem und kann zwischen sie, kann es gewinnen ein Anarchist in die frühen 1880er Jahren. Darum 1888, 87 ist rüber zu den Sozialisten und ist geworden ein Mitglied von Sozialistischer Arbeiterpartei, oder wie man ruft das heißt es Socialist Labour Party. Ja, das ist der englische Name von dem. Das ist Punkt gewesen die Zeit, wenn man hat gehabt Success mit den Gründen Kleidervereinen in New York
bei den Kleiderarbeiter. Und kann mit seinen Gewehren haben gewusst, es kann ein gewiss gewinnen, öfter der Erste, was hat gesagt, als man darf reden zu dem Volk auf Jiddisch. Ja, es ist nicht, es arbeitet nicht zu halten eine lange wissenschaftliche Rede auf Russisch oder Deutsch, weil das Volk versteht nicht. Ja. Und er hat gepoilt bei seinen Gewehren, sie sollen sich anführen mit ihrer Tätigkeit, sehr politische Tätigkeit auf Jiddisch. Ja. Es hat genommen bis zum Sof von den 80er Jahren, bis es gewesen genug Sozialisten, was haben gekannt die Sprache, was haben gekannt schreiben auf der Sprache, Leitisch, Jiddisch. Das ist ein wichtiger Moment in 1890, wenn man hat gegründet die Arbeiterzeitung. Und die Anarchisten haben auch gegründet eine Zeitung in demselben Jahr. Die Anarchisten haben gewollt, das machen beschützt mit den Sozialisten, aber kann mit seinen Gewehren haben gesagt, nein, wir können nicht arbeiten zusammen, weil unsere Politik hat sich entwickelt und wir halten nicht von dieselben Prinzipien. Seien die Anarchisten weg und haben gegründet die Zeitung Freie Arbeiterstimme. Das kennst du den Namen von der Zeitung, ja, schon? Ja. Mhm. Ja, und das gewinnen in selben Jahren, 1890. Man hat angeheuben herausgegeben die Arbeiterzeitung im März und ich meine, also im Juli hat man gegründet die Freie Arbeiterstimme. Und die zwei, das sind wöchentliche Zeitungen. Die zwei Zeitungen haben gehabt eine sehr große Spur auf der radikalen Kultur, auf Immigranten bechlall, weil man hat durch die Zeitungen hat man angeheuben Leinen ernste Texten auf Jiddisch. Ja. Das ist etwas, was nicht alle wissen, als in Russland bis zu 1900 seien nicht gewesen keine große jiddische Zeitungen, weil die Regierung hat nicht gelost. Ja. Aber in Amerika ist gewesen möglich zu gründen Zeitungen und Journalen und so weiter. Ist die jiddische Presse, die amerikanische Presse ist gegangen voraus in einem gewissen Sinn von der russischen jiddischen Presse. Ja. Heißt es, als der Lehner hat sich gedacht, also sozusagen auslernen, wie soll man lernen, die jiddische Zeitung? MS, ja. Ja. Mhm. Und beschaß meistens sich euch auslernen, etwas wegen Sozialismus und wegen sozialer und politischer Probleme. Ja. Was in die Städtler hat man wegen dem nicht geredet. Ja, das ist MS. Und das ist etwas, was du hast gelernt, ein Teil von meiner Forschung, aber ich forsche jetzt dem Anheb von Arbeiterzeitung. Der erste Redakteur von der Arbeiterzeitung hat geheißen Philipp Kranz. Er ist gewesen auch ein russischer Revolutionär, was wenn er so weg von Russland hat er sich besetzt in London auf ein paar Jahre, mehr wie ein paar Jahre, öfter 7-8 Jahre, und ist gewesen der Redakteur von einer jiddischen Zeitung in London, was ist gewesen anarchistisch und sozialistisch gestimmt. Kranz ist gekommen in New York, man hat ihm verbeten zu kommen und während der erste Redakteur von der Arbeiterzeitung. Und er ist gewesen
ist gewesen ein Sozialdemokrat und sein Zugang zu Zeitung ist gewesen nicht ist gewöhnlicher Zugang. Ja, hat gemeint, als in einer sozialistischen Zeitung debattiert man wegen sozialer Fragen und so weiter und so weiter, aber es ist nicht, hat gar nicht getracht wegen dem Eulen. Ja. Wer wird lehnen als eine Zeitung? Ja? Wie du sagst, ist nicht eine Sache, Immigranten haben kaum gekannt lehnen einen jüdischen Text. Gar nicht gesagt von lehnen einen sozialistischen Text. Es kann gekommen und gesagt, nein, das wird nicht, das ist nicht der Sort Zeitung, was ich will schreiben für ihr. Ich will eine Zeitung, was soll zuziehen dem poscheten Lerner, was der Mensch, was ist gegangen in Cheder in der Alterheim und kennt dem Alphabet, kennt dechiffrieren jüdischen Text mit Zores, aber wie kann man zuziehen als ein Mensch zu einer neuen Zeitung? Man darf ihm geben oder ihr geben interessante, verweilerisch, das heißt entertaining, verweilerische Lehenstoff. Und das ist, was Kahn hat gewollt machen. Hat, ich habe in dem Text, was du hast gelernt, habe ich geschrieben wegen die Sedre. Das ist gewesen eine Rubrik, was Kahn hat eingeführt in dem ersten Nummer von der Zeitung. Und die Sedre ist gewesen eine freie Bearbeitung, sozusagen, von der Sedre von der Woche. Weil Kahn hat gewusst, als kiemat alle Immigranten, Männer Immigranten, seien gegangen in Cheder und kennen die Sedre. Ja, sie kennen Davenen, sie wissen, als man lehnt die Teure in einer Zyklus von einem ganzen Jahr. Und hat genommen die Themen von der Woche, die Themen was, von der Sedre, was man lernt in Schule, und geschaffen eine sozialistische Bearbeitung von der Themen. Ich habe geschrieben wegen Sedre, wegen Josef. Ja, das ist in der Woche, wenn man lernt wegen Josef in Schule, hat angeschrieben, das ist ein Feuilleton, hat geschrieben, eine leichte humoristische Bearbeitung von Josefs Meise, wo hat eine Sache geschrieben, wegen wie ein Sozialist soll, wie ein Sozialist lernt und versteht Josefs Rolle. Also sagt, dass Josef ist gewesen ein Blutsäger. Für was? Weil hat geholfen Paare, und hat abgekauft bei die Mitzrim alle Twus, weil hat gewusst, als es wird kommen ein Hunger. Man hat abgekauft alle Twus bei die Mitzrim, gekommen die Hungerzeit und die Menschen haben nicht gehabt, was zu essen. Hat Josef weggenommen sehr Vieh, sehr Kieh und Pferd und andere Behemoths bei sie und sie gegeben Speis. Und kann halt, als das es gewesen, eine nicht leidige Sache, was Josef hat getan. Das ist ein Beispiel von dem Inhalt von jeder Sedre, was hat geschrieben. Yeah. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir seien die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn.
Hat Hanoye. Und trotzdem hat allein geschrieben. Die Sedrenu hat Ja. geschrieben, aber sozusagen Kommentar auf Tanach hat euch geschrieben. Romane? Novelles, ja. Kurze Sachen, weil hat in die 1890er seine Gewinn etliche gute Belletristen auf Jiddisch, aber faktisch nicht keine Sache. Hat gedruckt Peretze Sachen in der Arbeiterzeitung. Ich weiß nicht genau, wie ist gewesen in Kontakt mit Peretzen. Nur Peretz hat euch angehäuben in die 90er, in derselben Jahrzehnlich, hat Peretz angehäuben schreiben. Und Kahn hat gedruckt eine Sache von Peretz Sachen. Hat gedruckt Yankiv Gordonen und andere. Aber es sei nicht gewesen, keine Sache. Oder laut seiner Meinung, hat gefällt genug Laienstoff, was ist gezielt auf dem Arbeiter-Immigrant, ja, was hat gewollt, als soll rüber zu Sozialismus. Kahn in 1894 angeschrieben eine Novelle, was hat das gedruckt in Hemshechim über, ich meine, 4 Chadashim, und das gewinnt ein wöchentlicher Hemshech in der Meise, und das ist eine Meise mit einem Stoller von der Litte, was ist gekommen in Amerika, und ist in der Alter Heim ist gewinnt ein Balmoloche, und hat gearbeitet für sich. Ist gewesen unabhängig. Gekommen in New York, hat nicht gefunden, keine andere Arbeit. Hat arbeiten in einer Möbelfabrik, wo die Arbeit ist gewesen routiniert. Ja, das ist gewesen eine Assembly Line, sozusagen. Und hat Feind gehabt, die Arbeit. Kahn hat gewollt ankommen zu einem Mensch wie der Held von der Meise. Ja, was tut man? Was tut ein Mensch von der Alterheim, wenn er kommt daher in Amerika und alles ist anders? Er kann nicht arbeiten, wie hat gearbeitet. Er hat nicht er wohnt nicht mehr in kein Städtel. Er kennt nicht die Menschen in sein Zwiebel. Kahn hat gewollt zuziehen als Mensch zu der Zeitung, zu der sozialistischen Bewegung durch die Belletristik. Und wir wissen nicht genau, was für ein Schlager das ist gewesen. Man weiß, dass Kahn hat übergedruckt die Novelle, was das heißt, wie so Refol Ritzach ist geworden als Sozialist. Hat übergedruckt die Novelle wie Pamphleten und später wie Büchlach. Und man hat das gekauft und gelernt. Wir wissen das, aber wir wissen nicht genau, wie viele Menschen, wie populär das gewesen. Aber das gewesen einer von Kahns Experimenten. Und er hat Sachexperimenten gemacht mit dem Schreiben. Und das macht, für mich ist die Zeit, wenn er hat geschrieben für der Arbeiterzeitung, ist für mich die interessantste Zeit von seiner Karriere, weil es ist alles gewesen frisch, schafferisch, energisch. Später ist er geworden, er hat zu viel herabgeguckt auf den Leiner. Aber ich meine, als in die 90er Jahren hat er gehalten, der Leiner, das bin ich. Ja, ich bin ein Mensch wie die anderen Leiners von meiner Zeitung. Ich will zukommen zu sehen mit den neuen Gedanken.
Was kann man sagen wegen seiner Sprache? Er hat doch genommen, als er gehalten von Petates Jiddisch. Das ist in der Zeit von Vorwärts, wenn hat angeheuben herabgucken auf den Lerner. Also hat allemal gepredigt, Immigranten, ihr darft auslernen sich Englisch. Ja, für was darft ihr Jiddisch? Ja, das ist nur eine zeitweilige Sprache für euch. Und was mehr Englisch wir können reinbringen in Jiddisch, als besser. Ja. Aber früher, als man, ich meine, es wird gewinnen, Kedai, überzuschreiben, die Texten, Lemoschel von der Sedre. Sie seien also idiomatisch, humoristisch. Hat gehabt sehr guten Husch für Humor. Und die Sachen lernen sich sehr, sie seien sehr leicht und interessant und natürlich. Sein Jiddisches gewesen sehr natürlich. Später nicht so. Ja, später ist geworden voll mit Deutschmerismen, mit Petete, mit Winde, mit solche Sachen. Und man hat ungeheuben kritikieren kann. Ja, hat nicht gehabt keinen schönen Namen bei anderen Journalisten, noch 1905, 1908, wenn Menschen das ist ein anderer interessanter Fakt, als die Immigranten in die 80er und 90er Jahren, das seien gewesen mehr weniger arme Leid. Sie sind gekommen in Amerika zu lieb Armkeit, zu lieb Attackes bei den Russen und so weiter. Noch 1905 ist gekommen ein Strom von Menschen, was haben gewusst wegen Politik. Ja? Sie seien besser gebildet und sie haben gefordert etwas anderes von der jiddischen Presse. Und in der Zeit, in 1909, 1910, 1911 haben die Attackes auf Kanen. Hat gehabt Machleukes mit Chaim Żytlowski. Chaim Żytlowski hat ihm debattiert wegen Marxismus. Und Żytlowski hat gehabt ein PhD. Er ist gewesen ein ganz gebildeter Mensch. Und ist keinmal nicht gegangen. Er ist gegangen in eine Schule für ein Lehrerseminar, aber nicht weiter. Er ist gewesen ein allein gebildeter Mensch. Man hat nicht mehr gewollt haben, die popularisierte Sachen, was hat gewollt herausgeben. Der Fall ist man muss vergleichen die früherdicke Jahren von seiner Karriere mit die späterdicke Jahren. Kedai zu verstehen den Menschen. Ja. In 1897, wie wir wissen, hat angeheben ausgehend nach vorwärts. Tägliche Zeitung. Kann er weg von der Arbeiterzeitung in vorwärts? Was ist geschehen? Es ist öfter zu viel zu erklären jetzt, gewinnt Milchome, sozusagen in der sozialistischen Arbeiterpartei. Man hat, die Partei ist gespalten geworden und in der Zeit ist keiner weg. Zu lieb dem ist keiner weg von Arbeiterzeitung und mit der Gruppe Chaverim hat man gegründet im Vorwärts. Ja. Aber Kahn ist nicht lange geblieben wie der Redakteur von Vorwärts. Das weißt du öfter euch nicht. Er ist gewesen der Redakteur die ersten 5, 6 Chadoshim
der noch ist weg und hat gearbeitet für der englische Presse in New York und hat sich als Sach ausgelernt wegen Journalismus in die 5 Jahren. Zurückgekommen zum Vorwärts 1903. Das habe ich nicht gewusst. Ja. So ein anderes Kapitel ist gewesen die Haschpoa von die so gerufene Gelle-Presse auf ihm, auf Kanen. Und das ist etwas anderes, was man kann finden in der Arbeiterzeitung, ist Pulitzer. Joseph Pulitzer hat abgekauft die Zeitung World in 1883, meine ich, und hat das gemacht für die größte Gelle Zeitung. Ja, er hat reingeführt als neue Sachen in der Presse, in der englischen Presse. Und Kahn hat gut geguckt auf Pulitzers Auftuungen. Und als man lehnt die Arbeiterzeitung von Kahn ist geworden der Redakteur von der Arbeiterzeitung in 1892 und gleich nachdem hat er angeheuben bringen sensationalistische Sachen in der Zeitung. Ja. Der Rückkehr auf der ersten Seite, zu verkaufen die Zeitung. Ja, es ist da eine Sache zu sagen wegen ihm und wegen der Zeitung von den 90er Jahren. Ja, die Arbeiterzeitung ist nicht gewesen die einzige Arbeiterzeitung. Emmes, ja. Sie gewinnen die freie Arbeiterstimme. Das kann man nicht vergessen, indem das gewinnt sehr haschbordicke Zeitung. Ja. Man vergisst wegen dem, weil der Vorwärts ist geworden die größte, die reichste, die verspreitste. Aber andere radikale Zeitungen haben euch gehabt sehr Ort und haben gehabt der Haschbor. Ja. Nun, die freie Arbeiterstimme mit gewisser Hafsokes hat gedauert sehr lange Zeit. Ja, bis in die 70er. Ja, rausgegangen. Ja. Jahren und Jahren. Ja. Efter mehr hast du etwas zu fragen bei unserem Gast? Efter für Onheber Leiner wie ich kann man überflächlich geben eine Biografie von Ab Kahn. Oh, er hat gestammt von Wilna. Er ist geboren geworden in der Städtel nicht weit von Wilna, ausgewachsen in Wilna-Gufe. Und er ist gewinn ein Litwak, durch und durch. Gebacken alles. Ja. Aber man redet das auch wegen der Haschbau von Englisch auf sein Jiddisch, aber... Yes, als man lernt seine Sachen von in Arbeiterzeitung, Moschel, findet man das auch russische Wörter, der Verben. Er hat, wenn ich trachte wegen dem, hat er verstanden, was der Lehrner wird wissen und nicht wissen, weil nicht alle haben gestammt von Litte, nicht alle gezielte Lerners von Arbeiterzeitung, aber er hat reingeflochten als auch Russisch, euch als Sach Loschen Kodesh in die Sachen, was er hat geschrieben in die 90er. Später hat er geprüft, herausnehmen die Hebräismen, weil er hat nicht gehalten von seinen Lehrners. Er hat gemeint, als sie kennen gar nicht und sie wollen nicht verstehen, als man nicht zu schwere Sprache. Und das, laut meiner Meinung, ist das gewesen ein Teures, was er hat gehabt. Ja. Sie hat man Rekordierungen von ihm, Filmen oder Audio? Ich meine das nicht. Und das ist euch modern. Es ist öfter
kannst du fragen bei Menschen in Jivo. Ich meine, ich habe gehört Beschreibungen von sein Loschen, aber keinmal nicht gehört, keine Rekordierung. Ich weiß nicht, für was. Ich meine, ich habe einmal gehört, als redet Englisch mit einem starken Akzent. Ja? Hat geredet Englisch mit einem starken Akzent. Und das ist euch interessant. Ja. Gut, und noch eine Frage, nur überflächlich. Kann man geben die Definition von damals, von Sozialismus gegen Anarchismus? Oh, so die Anarchisten haben gehalten von Gewalttaten. Das ist das Wort, was ich habe früher gesucht und nicht gefunden. Gewalttaten, ja, ist die Sozialisten haben gehalten von die Wahlen. Also man darf der wählen sozialistische Menschen in dem Kongress und das wird uns Sof bringen zu Sozialismus. Die Anarchisten haben nicht gehalten von dem. Ja, ein anderer Zugang bin ich Taktik oder an dem Eufen, aber was ist die Unterschiede zwischen die Zielen? Nicht keine Sache. Ja, es ist beide Gruppen haben ein Anarchist, also man hat ihm gefragt in 1885, bist du ein Sozialist? Wollte er geantwortet, ja. Aber die Taktik ist anders, ja. Ja, sie haben euch beide Richtungen haben gewollt, als man soll kommen zu einer sozialistischen Gesellschaft. Ja. Ja, ich will sagen, also da liegt der Unterschied zwischen Russland in jenen Jahren. Später ist Russland, die russische sozialistische Bewegung auch geworden, marxistisch, aber in Russland haben die Anarchisten, die Sozialisten von jener Zeit gehalten, also der Zarismus hält sich auf eine sehr schmale, dünne Schicht von Menschen. Und als man wird sie aussagen, wird das System sich zerfallen. Die deutschen Sozialisten haben gehalten verkehrt, also man muss bauen eine Partei, man darf zuziehen Wähler. Sie haben gehabt in Deutschland nicht volle Demokratie, aber genug demokratisch soll sein, eine deutsche sozialistische Partei, sozialdemokratische Partei, was ist faktisch geworden, die größte Partei in dem so gerufenen imperialen Deutschland, Kaiserreich von jener Jahr mit dem Kaiser Wilhelm. Das ist geworden die Haschbau bei den jüdischen Sozialisten in Amerika auch. Mhm. Ja. Und mit dem ist gekommen als auch Deutschmerismen, weil Deutsch ist gewesen die Sprache von Sozialismus in jenen Jahren. Der Name Vorwärts Right. ist postet der Name von der größten sozialistischen Zeitung in Berlin. Der Vorwärts in New York hat immer gelebt, dem Vorwärts in Deutschland. Aber Vorwärts ist faktisch nicht kein jüdisches Wort. Ja. Sagt Vorwärts, meint man eine Zeitung, nicht gegen voraus. Er hat gut geforscht, der Haschbauer von der Arbeiterpresse auf jüdische Kultur und Sprache. Was ist gewesen die Haschbauer von der jüdischen Arbeiterbewegung, was hat existiert auf Jiddisch, auf der Massenphänomen von amerikanischer Arbeiterbewegung, Bechlal, auf Englisch? Ich meine, also ich bin nicht mit Schul zu geben, dicken Enter auf dem. Man soll kommen zu Tony Michaels oder Daniel Sawyer oder ein Nemeser Historiker. Ich bin eine Literaturforscherin. Ich habe ein Interesse, man kann nicht verstehen die Literatur oder die Presse Achutz der politischen Zwiebel, die politische Welt, aber ja, ich habe nicht keinen greaten Answer auf deine Frage, sei Michael. Aber man kann sagen, als die jüdische Unions, also hat man sie gerufen, auf Jiddisch und auf Englisch. Die jüdische Unions haben gehabt eine hübsche Haschbau auf der allgemeinen Arbeiterbewegung. Oh,
Absolut, Kandinsky, absolut. Die jüdische Gompers ist gewinnen jideuch, ja. Gompers, was hat gerangelt sich mit die Kleider-Unions, ja. Wir sind, ja, als auch wichtige Anführers von der Union-Bewegung sein gewinnen, Jiden, sicher, ja. Ist zurück zur Literatur. In dem Fall, es hat mir gedacht, früher als, ich habe nicht gewusst, für was, ich weiß nicht, was hat mir gedacht früher, aber ich habe nicht gewusst, für was es existiert in Zeitungen, Romanen, serialized Romanen. Ist das aber von einer Diskussion, dachte ich mir jetzt, dass das gewinnt, Kadei zuzuziehen Menschen. Ja, no, es ist die Tradition von drucken Romanen in Hemshechem in die Zeitungen ist gekommen von der europäischen Presse, der allgemeinen europäischen Presse, wo aber in Jiddisch hat das existiert bis in heutigen Tag, ja, weil und es ist, wir können eine Sache sagen wegen dem, ist in die 90er, in der Zeit, wenn die Arbeiterzeitung hat geblieben, ist gewesen eine starke Konkurrenz zwischen Zeitungen und Büchern. Man hat gedruckt eine Sache, ich rufe das verweilerische Lehnstoff, Entertainment Fiction. Man hat eine Sache gedruckt in Büchern, in Pamphleten. Und die Pamphleten seien ein Konkurrent mit den Zeitungen, weil eine Zeitung ist billiger, also zu sagen, es ist billiger wie zu kaufen ein Pamphlet für 5 Cent kann man kaufen 2 Zeitungen, ja, für 5 Cent. Und die Zeitungen haben ungeheuer gegeben als Sach Lehnstoff, verweilerische Novelles und Romanen und kurze Erzählungen und so weiter, kadei zu konkurrieren mit die Bichlach, was das gewinnt ein größer Markt in die 1890er Jahren. Ja, ist, aber man hat, nachdem wie man hat angehäuben das Ton, hat man nicht gekannt zurückziehen, die Novellen von der Zeitung. Ja, aber das ist euch eine lange Meise. Aber die Hakitzer sind die Schreiber von den Romanen nicht gewinn speziell sozialistisch. Nicht alle. Es hat nicht ausgemacht, sie sind, aber sie sind verweilerisch, wie du sagst. Yes, aber es ist da, ich habe angeschrieben meine ganze Dissertation auf der Thema. Danke. Wie hat ein Schreiber gekannt, ziehen die Chiyune von Schreiben? Man hat gedarf drucken in Zeitungen. Und eine Sache Schreibers, was haben gewollt, schreiben schöne Literatur, bessere Literatur, haben euch geschrieben schon, weil sie haben gekannt mehr verdienen von den Schundromanen wie von den Ärzteromanen. Ja? In Polen, zwischen die zwei Weltmilchommes ist gewesen eine große Machleukes zwischen Schreiber, weil Teilmenschen, es ist da sie gewinnen ein sehr wichtiger Schreiber, Jehoshua Perle, kennst du den Namen? Ein bisschen. Er hat geschrieben einen Roman, was heißt Jiden von ein ganzes Jahr. Er ist gewinnen ein ernster Schreiber. Aber in 1935 in Polen ist nicht gewinnen möglich zu speisen die Kinder mit ernsten Romanen. Ja, hat angeschrieben als Sachschund und ist geworden eine Persona non grata zwischen anderen Schreibers, weil man hat gemeint, es ist nicht schön, man tut das nicht tun, man muss geben die Lehners gute Sachen. Aber Schund ist gewesen ein Fakt von Leben.
Und sie gewinnen so in Amerika auch. Es Khan hat gemacht die Karriere von einem Sachschreiber, Judith Singer, es gewinnen ein armer Schreiber in Polen. Khan hat zufällig gelernt Singers Erzählung und hat gesagt, das ist der Sort Schreiben, was ich will für meine Zeitung. Und er hat eine Sache gestützt, Singer, über lange Jahre. Ja. Er hat gekannt, machen eine Karriere oder machen eine Menschen zu nicht euch. Ja. Okay. Gewaltig interessant. Wir dürfen ablegen auf ein anderes Mal weiter zu reden mit dir bei einer guten Gelegenheit in einer guten Show. Schönen Dank. Okay. Nicht dafür was. Mein Vergnügen. Meine ja. Teile Zuhörer, ihr dürfen bleiben bei euren Radios und Computers noch ein bisschen länger. Die Stanzia hat uns geschenkt noch 10 Minuten Overtime. Ist noch eine Sache gut, wird ihr hören. Ihr habt noch was gehört, unser Interview mit Elke Kellman, und es ist zum Bedanken Sholom Beinfeld, unser Historiker auf dem Ort, während dem Interview. Und auch ist noch einer von unseren Choshewe Beteiligten im Programm, David Brown, mit der Zugabe an uns zu Elke Kellmans Interview. David? Wer es will, sich zuhören zu einer Lektie von Professor Eli Kellman, auf Jiddisch und wegen der Themen, wegen Abkanen und wegen die Anheben von der jüdischen Journalistik der Riker in Amerika, können gefunden ihre Lektie, wo sie gehalten den 13. Juli 2020 bei NIVO, für der Sommerprogramm auf dem Namen von Uriel Weinreich. Das könnt ihr gefunden auf der Website von NIVO allein oder auf YouTube unter dem Kanal von dem IVO-Institut. Der Name von der Lektie ist Ab Khan's Early Experiments in Yiddish Journalism und auf Jiddisch Ab Khan's erste literarische Experimenten. Dank, David. Ein Programmnotiz wegen unser Programm, das Jüdische Kohl. In der Woche herum, weil wir haben dem Covid zu präsentieren ein Interview mit den Choshewe Musiker Zisel Slepowitsch und Sascha Luria wegen seiner Serie Rekordierungen von Musik von Fortunoff Video Archive of Holocaust Testimony at Yale University. Noch einmal, das ist über 8 Tage, Mittwoch, dem 3. Februar 2021, da auf den Jüdischen Kohl, WUNR, 1600 AM, Brookline, Boston, und auf dem Web bei yiddishvoice.com. Und zum Sof in Zusammenhang mit dem Internationalen Tag in Andenken von Churben, was fällt euch heint dem 27. Januar, was auf dem Tag in 1945 haben die Russen befreit Auschwitz. Spielen wir 3 Auszüge von Interviewen von vergangenen Jahren. Der erste, Rachel Sicherman, ein Leben gebliebener, was hat durchgemacht, Auschwitz, und was ist geboren geworden in einem Dorf in Karpaten, Ruthenia, in Tschechoslowakei, rekordiert in 2019. David Langer, ein Leben gebliebener, ein Geborener in Lodz, was hat durchgemacht, die Lodger Ghetto, wie euch Auschwitz, rekordiert in 2020. Und Hannah Monka, Olea Sholem, eine gewesene Belski Partisanke, sie singt das Partisanerlied, sagt nicht keinmal, rekordiert in 2009. In Lager habe ich mich ausgelernt. Ich habe lieb gehabt singen. Und ich noch dummer kommen. Ich weiß nicht, der Reiders. Das jeder ist gewöhnt zu drei. Ich bin schon ein bisschen zu sich gekommen, rübergeworfen, die Lase, Kleider, die Streifs. Man hat doch nicht gehabt, kein Haar, nackt, und Boris, und Ingerik, und auch wieder. So, ich habe bekommen eine Fraske in Deutsch in Auschwitz. Man tat ich also Licht, in Gneide. Ich bin ein Baskoja, und ich bin ein Koja, ein einziger Sohn. Und ich bin eher fremd gewesen, meine Eltern. Jetzt fliegen wir auf, dann sind wir aufgewachsen in einem Dorf, nicht in der Stadt. Hier ist von der kleinen Stadt vom Bergsass. Und schon gewesen 3 Tage, 4 Tage, und so nicht so gut, so man nicht kann
kein Huhr, kein gar nicht, kein Wasser. Ein schwarzer Kaffee in der Morning, ein größer Barrel und mit gegeben eine Schüssel Kaffee. Was will ich noch mit dem aufbringen, als ich suche für meine Schwester, meine ältere Schwester, Scheindler, ich gewaschen die Hände, ich gesucht, mein Dian ist schon 4 Tage. Ich suche, so weißt du was, ich bin gewesen in der Mädel per Finne, so wie die Soldiers, so lange, sucht so, wenn er gehen zu der Endzeilen, wenn er gehen zu den Endzeilen, dann muss nehmen ein bisschen Kaffee, gehen in der End, von der Schier und die waschen, deugen und ein bisschen die Hände zu gießen. Man kann es sagen, man noch damit zu changen, aber der Machamoi hat auch gezeigt, wenn er schnell zurückgekommen von dieser Seite End, dann hat man gesehen von der Warten, also haben wir gemeint, gewinnt schon heuer, weil Mama was gewinnt heuer. So rühren alle echtigen Geneide. Und er mag vorgenommen, und er gehabt eine Frask. Eine Frask, weißt du, was Apache. Ich habe eine Frask, was ich habe gespielt den ganzen Tag. Damit habe ich ja gesehen, die Sterns. Was es noch gewinnt für Trinken. Ja. Schon so viele Jahre, wie ich bin verfahren. Und ich bin noch als Millner, du. Die Räder drehen, die Jahren gehen. Und ich werd so ein bisschen alt und grün. Ich werd mich scheunen, wie alle ich wohnen. Als mein Mama in der Stuhl. Die Räder drehen, die Jahren gehen. Und ich werd so ein bisschen alt und grün. Die Tochter Händchen, die Mamas Prinzen, sind bei die Deutschen in der Hand. Und von der Stieg geht der Reuch, in der Mühle so gebrennt. Die Räder drehen, die Jahren gehen. Und ich werd so ein bisschen alt und grün. Mein Bruder fliegt so ungleich, geneidem so rien. Ich gewinn jemand, Tatiko, dort ist auf dem Bild. Hat gesucht, nein, Ruchel. Die Juren regen und die Zures drecken. Man wird so ein bisschen kalt und grob. Wenn ihr seid gewesen in Auschwitz, ist gewesen als Selektia, so wie mit erklärt hat? Oh, ja, ja, Tag und Nacht. Die Selektia ist gewesen Tag und Nacht. Die Alarm, also wie die Ambulances, also wie die Fire Trucks, die schreckliche Alarm, Geseide. Und ich habe mich gefragt, die Menschen, die sind dort gewesen, bevor mir, was bedeutet das? Der Alarm, Tag und Nacht, was steht sich da? Sagen sie machen Selektions. Sie machen Selektions auf der Lage, aussiedeln. Die Menschen, die sind arbeitsfähig, und die, die sind nicht arbeitsfähig, nimmt man weg in Krematorium. Und ich bin gewesen schrecklich, sehr meurig, als der nächste Moment kann kommen, mal Reihe zu werden verbrennt. Und ich habe gewollt, weg von dort, so sehr. Als ich habe nicht gekonnt schlafen, tut nicht bei Nacht. Ich gedenkt, wie mit sich Puter zu werden, wie mit rauszukommen von dem Gehennen. Und so bin ich gewählt, Masludik habe ich herausgedreht, und habe mich herangedreht in die Reihe, was am ausgegeben, arbeitet zu gehen zu Deutschland. Und bin ich gewesen zwischen die Menschen, und ich bin weg nach Deutschland, nach Dachau. Und dort in Dachau bin ich nachher geboren, genommen zu Kaufering. In Kaufering bin ich befragt geboren, in der Gegend von Kaufering. Ihr hat Meure wegen die neuen polnischen Gesetzen, hat ihr gehört wegen sie? Ich tracht wegen dem Gesetz, als man tornisch der Monen dem Namen Polen, als man redt wegen, was ist geschehen auf die Länder, was seinen Heim. Ja, well, das ist ein größer Protest gegen dem, ist auch, als, especially,
Israel ist gewesen sehr gegen dem und so haben sehr protestiert wegen dem und die European Union auch. Das heißt, man soll nicht keine reden finden, sie wollen ändern die Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg. Sie wollen ändern die Geschichte, also sie sollen nicht aussehen wie die Mitarbeiter mit den Nazis. Wir können nicht weiß waschen, das alles, was die kriminelle Sachen, was sie umgetan, kann man nicht pushen, wegscharen, als ob es voll keinem nicht passiert. You know? So natürlich, die Welt ist gegen den. Und it's terrible. Sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg, weil ihm Landweine verstellen bloße Tag. Kommen wird noch uns die Häusgebänkte schon. Es wird abbeugt und unser Brot, wir seinen da. Kommen wird noch uns die Häusgebänkte schon. Es wird abbeugt und unser Brot, wir seinen da. Vom weiten Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut. Sprossen wedelt unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut. Sprossen wedelt unser Gwure, unser Mut. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht kein Blei. Das ist ein Lied von nicht kein Fegel oder frei. Das hat ein Volk zwischen Fall und Gewend. Die Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat ein Volk zwischen Fall und Gewend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Du sag nicht keinmal, als du gehst den letzten Weg, weil ihm Bleine verstellen blaue Tag. Kommen wird noch uns die Häusgebänkte schon. Es wird abbeugt und unser Trott, wir seinen da. Kommen wird noch uns die Häusgebänkte schon. Es wird abbeugt und unser Trott, wir seinen da. So, wir gelebt in der Brewery. Sie gewinnt sehr non zu die Ghetto. Also, es geht nicht ein Ghetto, aber in der Brewery, die Iden, was haben gearbeitet, in der Brewery oder Deutsch gelassen uns leben an die Premises. 3 Sprachen in einem Zimmer, 11 Menschen, sagen wir, gewinnt in einem Zimmer. Nur die Aktie, was mit der rausgenommen, die Iden von Ghetto zu dem Feld, sind wir nicht gewinnt. Wir sind gewinnt dann, wir sind behalten. Wir haben gehört, dass die Deutschen kommen, benennt, jeder Mal, wo sie das Tor gekommen, die Deutschen vielleicht kommen, suchen nicht, und man gewusst, als es zur Zeit nicht gut. Vielleicht haben wir gesagt, rein zu behalten. Das gewinnt nicht beim ersten Mal. Und dafür bekommen wir uns auch behalten, und wir wollten nicht mehr zu gehen auf dem Feld. Und den nächsten Tag haben wir so gewusst, als unsere ganze Sprache, meine Mama ist die Mama, mein Bobbe und meine Mama ist ein Bruder mit einer Frau mit 2 Kindern und meine Mama ist eine Schwester, das Mann mit einem Kind. Eine Cousine, ich habe eine erste Cousine, was hat ausgemietet, sie ist schon gewesen auf dem Feld, was mit ausgeschossen die alle liegen und sie ist sich behalten. Sie hat nicht behalten, sie gegangen mit das Hotel rechts und links, mit mir gewusst, welche Seite ist eine gute und welche ist eine schlechte. Meine little Cousine, sie ist 5 Jahre alt, ist übergegangen nach rechts, was mit gelassenen Menschen leben. Und ihre Mama ist ja noch gelaufen und als sind sie geblieben leben. Bei ihr Taten mit der jüngeren Schwester never ist umgekommen. Und dann sind sie gekommen, meine Mamas Schwester gekommen zu leben mit uns in der Brewery, mit ihrer little Tochter, 5 Jahre alt. Und ein Jahr später hat man liquidiert die Stadt von Lieder mit dem Männer gewählt, hinterlassen und jeden Leben.
wie sie ja weggeschickt zu Majdanek, Concentration Camp. Und dann haben wir sich wieder behalten. Wir haben sich behalten und also haben wir angekommen zu den Bielski Partisaner. Und die alle Menschen, was gewinnen auf den Bahn zu fahren in Majdanek, seinen Kindern, die kommen zurück.